Ich darf heute die Michaela und den Hans vorstellen. Wir sind da heute am wunderschönen Weberhof Nussbaumer im Tiefkram. Und wie man da schon sieht und wie man vielleicht schon gehört hat, sind die auf das Schaf gekommen. Und jetzt darf mich interessieren, ihr habt ja vorher eine Milchviehhaltung gehabt, wie es ihr drauf gekommen seid, dass ihr auf Schafhaltung umstellt. Eigentlich mein Traum war, auf Milchschaf umstellen. Und Jetzt dann, hast du deinen Traum verwirklicht. und dann sagt einer zu mir, wieso tust du das nicht? Ja. Und ich habe dann in der Nacht fast nicht mehr schlafen können, weil mir das nicht aus dem Kopf gegangen ist. Nicht? Warum tust du das nicht? Ja. Und in der Früh gehe ich dann zu den Jungen und zu meiner Frau und sage, ja, was war, wenn wir halt umstehen auf Milchschaf? Milchschaf, spielst du? Ich habe mir momentan gedacht, jetzt weiß ich nicht, was los ist. Und Mit dann, der ja, die Milchschaf. Jungen auch. Und dann haben wir uns einige Betriebe angeschaut. Und das hat uns dann gefallen. Und dann haben wir gesagt, gut, springen wir in das Wasser, probieren wir es. Und dann haben wir uns vom Milchviertel 95 junge Schafe geholt mit der Woche. Die haben wir dann mit Kuhmilch aufgezogen am Hof. Das war wirklich ein Sprung ins kalte Wasser. Wir haben wirklich alle so zusammengeholfen, die Jungen auch, die Schwiegertochter, alle sind wir in den Stall gesessen. Wir haben die gefordert mit Flasche und dann mit Kühe, dann haben wir uns gefreut, weil sie getrunken haben. Und auf einmal ist das gegangen, dann haben wir schon gesehen, sie wachsen, sie haben gut beieinander gewesen. Dann haben wir die Sauertränke gemacht, habe ich natürlich ein paar Bäuerinnen angerufen von Mühlviertel um Tipps, was ich machen kann. 2012 im Dezember Haben wir das erste Mal gemolchen. Das war eine Aufregung, wie der Milchtank das erste Mal gekommen ist. Wir so einen Tank voll mit 160 Liter haben wir gehabt. Alle zwei haben wir fast, weil wir haben fast gerät, weil wir gesagt haben, das gibt es nicht, wenn es die Oma nur sagt, dass wieder mal zu uns der Milchwagen fährt, weil die war so beleidigt, wie wir die letzten Kühe hergegeben haben. Und jetzt dann geht wieder alles so in die Milchwirtschaft. Wir haben nie geglaubt, dass wir wieder mal eine Milchmaschine kaufen müssen oder so Sachen. Gell. Aber es war halt einfach der Vorteil, weil sich die Jungen, unser Sohn und seine Frau wirklich auch dafür interessieren. Und das ist auch das, dass wir das gewagt haben. Weil sonst für uns war es eigentlich zu spät. Hätten wir früher anfangen müssen. Und es ist gut gelaufen und es hat sich läuft gewachsen. gut Und und 2000, nach 2 Jahren, wie wir angefangen haben, habe ich dann die Arbeit aufgehört und jetzt bin ich Vollbauer seit 3 Jetzt bist Jahren. du Vollbauer, schön ist Ja, das. jetzt haben wir Gründe gekriegt dazu, jetzt können wir alle selber fordern. Wir brauchen kein Futter nicht mehr zukaufen. Wir haben das selber und das ist voll klasse.